Merci vielmals. Und wir freuen uns, dass wir jetzt eben die Kunde von Jesus hören dürfen. Darf ich dich bitten, Roger? Ich würde dich noch gerne beten für dich. Ja, danke vielmals, Herr Jesus, dass wir jetzt hören auf das, was der Roger vorbereitet hat. Danke für dein Wort. Und ich bete einfach, dass du für unser Herzen sinkt. Und ja, ich möchte einfach auch uns unter einen Schutz, unter dein Blut stellen, Jesus, wenn wir uns auch mit einem Thema beschäftigen, wo wir eben oft angefindet, angeklagt werden oder uns anklagen oder finden auch probiert. Und wir gebieten ihm, dass er kein Anrecht hat, uns abzuhalten, deine Wahrheit zu hören und in unser Herz hineinzulassen. Ich segne den Roger in deinem Namen Jesus Christus. Amen. Amen. Ganz lieb. Guten Morgen miteinander. Ich hoffe, ihr habt gut schlafen. Ist gut? Ah ja. Der ist mir auch jetzt nahe. Also, wer bin ich in Christus? Das war das Thema von gestern. Und wir haben wirklich aus der Perspektive von Christus her geschaut. Dass das eine Diskrepanz ist zu dem, was wir manchmal täglich erleben, in unserem Werk, in unseren Gefühlen oder manchmal auch in unserem Verständnis, das ist mir klar. Ich habe auch gesagt, wir sind kein Deut besser als alle anderen. Und das meine ich von ganzem Herzen und das ist auch wahr. Aber eins habe ich nicht gesagt, wir haben es besser. Oder mit anderen Worten, wir sollten es besser haben. Aber eben, auch der Ausspruch jetzt wieder, oder? Wir sollten es besser haben, lässt auch darauf ausschliessen, dass Christen oft nicht besser haben. Jetzt kann man da viele Gründe suchen. Und es gibt auch Tausende von Gründen. Aber letztlich eins ist sicher, was Christus gemacht hat am Kreuz, was er errungen hat, das ist Tatsache. Glauben ist unser Teil. Dass wir annehmen, was Gott für uns da hat. Aber über die Jahrhunderte hinweg hat sich das so eingebürgert, dass Christen meinen, sie müssen. Und das Müssen, das ist das Problem. Müssen ist oft im Widerspruch zur Freude, oder? Wenn ich etwas muss, das ist meine persönliche Neigung zuerst, kannst du mir einmal. Wenn ich etwas will, mache ich das mit Freude. Und ich gehe jetzt mal davon aus, ihr seid nicht viel anders wie ich. Ich bin vielleicht ein bisschen mehr ein Rebell wie ihr. Aber ich bin so geworden, sicher auch durch die Umstände, wo ich drin war, aber letztlich hat mich Gott geschaffen, wie ich bin. Da gibt es viel, was nicht gut ist und viel, was könnte besser sein. Aber wenn das der Punkt ist oder mein Augenmerk vom Christsein mit all diesen Mängeln, die ich habe, das zu verbessern, dann sind wir nur in einem Programm, wo man mein Verhalten probiert zu verbessern. Das ändert am inwendigen Menschen in Christus aber nichts. Was Christus will, ist eine Beziehung mit uns. Eine Abhängigkeit. Dass ich da dranbleibe. Und darum ist das, wer ich bin und wie ich bin, sekundär. Ich hoffe, du kannst das einfach mal so annehmen. Gott ist Gott. Und Gott ist weit über dieser Welt. Damit er sich mit der Welt versöhnen kann, ist Christus auf die Erde gekommen. Um das zu vollbringen, was gebrochen ist, um das zu lösen, was gebunden ist. Und das ist Beziehung. Der Lösung soll die Beziehung zu Christus wieder so intakt bringen, dass man mit Freude in der Gegenwart von Gott ist. Und das soll nicht fokussiert sein aufs Tun. Das soll nicht fokussiert sein auf die Mängel, die wir haben. Es soll fokussiert sein auf die Tatsache, dass Gott uns liebt. Dass er uns gerecht gemacht hat. Dass wir angenommen sind. Dass wir Bedeutung haben. Ich möchte einfach nochmal an das Lesezeichen
erinnern. Das heutige Thema, unsere tägliche Entscheidung und der Kampf, ist eigentlich viel heute und ich glaube, ich werde nicht so eine Punktlandung machen wie gestern. Es wird wahrscheinlich etwa 2. Ihr dürft die Eier auch rühren, ist mir gleich. Nein, natürlich nicht. Aber ich wollte damit anfangen. Ich habe gestern damit aufgehört, dass Sünde kein Problem ist. Ihr mögt vielleicht nicht einstimmen mit mir in dem Sinne, aber Sünde ist nicht das Problem. Ganz einfach aus dem Grund heraus, weil Sünde bereits besiegt ist. Was Christus vollbracht hat, ist ein für allemal. Das heißt nicht, dass ich fehlerfrei bin, aber das heißt, dass ich erlöst bin. Erlöst von dem Fluch, trennt sie von Gott. Und darum sind wir Heilige, wir sind Herausgerufene in die neue Beziehung. Die neue Schöpfung ist die Schöpfung von Gottes Geist in uns drin, wo uns ein neues Leben geschenkt hat. Aber in dieser Entscheidung sind wir eben angefochten. Wir sind in einem Kampf. Wir nehmen den manchmal nicht wahr und manchmal sehr stark. Versuchung, Anklage und Täuschung, das sind die Waffen vom Teufel. Kann ein Christ versucht werden? Kann ein Christ reingehen? Das ist Täuschung, oder? Du meinst, das ist jetzt wirklich das Gelbe vom Ei. Und das kannst du vielleicht lang meinen. Und irgendwann stellt sich doch fest, es war eine Täuschung. Das ist möglich. Du kannst nichts machen, um dich zu schützen, außer deine Sache. Gottes Wort kennen. Um dich zu schützen. Nicht um den Fehler zu vermeiden, aber um dich zu schützen. Weil das Wort Gottes befiehlt dir nie, du musst perfekt sein. Das Wort Gottes, das lehrt dich aber immer wieder in dieser Gemeinschaft mit Gott feststehen. Und immer wieder, wie wir es gestern so gesagt haben, Buß zu tun. Das ist genau das Werkzeug, das Gott institutionalisiert hat, damit wir in unserer Beziehung mit Gott frei bleiben können und es geniessen können mit Gott. Das ist ein Prozess. Der Mensch wird ja oft so dargestellt, so dreiteilig. Ihr merkt, ich bin nicht sehr ein guter Zeichner. Der grösste Teil da, das ist der Körper. Das ist da, wo wir alle haben. Die einen gross, die anderen klein, die anderen ein bisschen volumiger, die anderen ein bisschen weniger. Und ganz ehrlich, das ist da, wo uns am meisten Mühe macht. Identität tun wir oft mit dem Körper gleichsetzen, oder? Und da gibt es eine ganz klare Norm, wie ein Körper sollte sein, damit es gut ist. Ich bin schon nicht mehr gut, ich habe zu viel Fett am Ranzen. Das sind so Sachen, die prägen uns vom Morgen am Aufstehen schon. Ihr habt heute sicher alle in den Spiegel geschaut, oder? Und die einen sagen vielleicht, ich kenne die zwar nicht, aber ich strahle die gleich. Andere haben vielleicht beim Aufstehen schon eine klarere Sicht. Aber Tatsache ist, dass unser Körper, das ist da, wo vor Augen ist. Und das, was vor Augen ist, ist immer auch wieder da, wo uns meistens der Fokus raubt. Aber es ist nur die äußere Hülle. Die Bibel sagt uns, dass das aus Dreck gemacht worden ist. Lebendig ist der Klumpen noch gar nicht gewesen. Der Klumpen hat einen grossen Vorteil, er ist biologisch abbaubar. Leben ist aber da drin. Wie soll ich jetzt das zeichnen? Die zwei Sachen Seele und Geist, das ist da, wo lebt. In Ewigkeit.
Körper eben wieder zur Erde wird, das ist das, was weiterlebt. Ob man jetzt hier zweiteilig macht oder noch einteilig, das spielt an und für sich gar keine Rolle. Ich habe die Zweiteilung noch gern. Weil, was ist Seele? Wie will man da beschreiben? Ist unglaublich kompliziert. Aber tatsächlich ist, der Mensch hat einen Geist. Gott hat seinen Geist in den Körper geblasen. Und das hat der Körper, die Masse, lebendig gemacht. Die Masse ist abhängig von dem Geist. Jetzt habe ich den Geist hier zweiteilt mit HG und MG. Der Heilige Geist und der menschliche Geist. Das wird offensichtlich im Wort Gottes in einigen Bibelstellen. Kann jemand Hesekiel 36, 27 aufschlagen? Und jemand anderes Johannes 14, 27. Und nochmal jemand anderes Römer 8, Vers 16. Du es wiederholen. Hesekiel 36, 27. Johannes 14, Vers 27. Und Römer 8, Vers 16. Mir geht es darum, dass wir erkennen, wie wir am Anfang geschaffen worden sind. Am Anfang war da keine Zweiteilung. Das stimmt nicht ganz. Am Anfang war da eine Zweiteilung, aber da hat es keine klare Grenze gegeben. Gott und der Mensch sind absolut eins gewesen. Im Paradies hat es keinen Stress gegeben. Nichts. Ausser einen. Der Teufel selber war im Paradies schon gegenwärtig gewesen. Und der hat Stress verursacht, weil er da schon durch Versuchung, Anklage und Täuschung probiert hat, den Frieden, den der Mensch mit Gott hatte, die Einheit zu zerstören. Darf ich bitten, dass jemand Hesekiel 36, 37 vorliest? Alttestament nicht so beliebt, hä? So spricht Gott, der Herr. Auch deswegen will ich mich vom Haus Israel noch erbitten lassen, dass ich es für sie tue. Ich will sie am Menschen so zahlreich werden lassen wie ein Schaf. Kannst du noch mal Leute lesen, bitte? So spricht Gott. So spricht Gott, der Herr. Auch deswegen will ich mich vom Haus Israel noch erbitten lassen, dass ich es für sie tue. Ich will sie an Menschen so zahlreich werden lassen wie eine Schafherde. Ist das 36, 27? 27. 37 habe ich gesagt? Ja. Sorry. 27 bitte. Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen verfolgt und tut. Genau. Also was sagt da Gott? Ich habe meinen Geist in euch hingelegt. Aber wo leitet ihr ihren Körper hin? Was will der Körper und Geist machen? Der Mensch selber hat einen Geist. Wir sind geschaffen im Ebenbild von Gott. Und so sind wir auch ein Teil Geist, wenn wir das so wollen. Sein Geist in uns Sinn hat uns befähigt, die Beziehung mit Christus aufzubauen, hat uns befähigt, seine Nähe zu suchen, seine Nähe überhaupt zu erkennen und zu erkennen, wer er ist. Johannes 14, 27. Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Ich gebe euch nicht, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Ja. Also da merken wir schon, Gott unterscheidet schon zwischen seiner Welt und der Welt. Und sein Frieden ist ein anderer Frieden als der Frieden der Welt. Sein Frieden hat er uns da ins Herz gegeben. Römer 8, Vers 16. Desgleichen macht euch auf, denn wir wissen nicht, was wir werden diesseits gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns aufs Beste mit unaussprechlichem Seufzen. Ja. Also Gottes Geist gibt meinem Geist Zeugnis über den, wo er ist. Wie erfahren wir, wer Gott ist?
Du kommst ums Kennen vom Wort Gottes nicht um. Nur Prediger ist zu wenig. Entschuldigung. Das ist nichts gegen irgendwelche Prediger. Aber du bist dafür verantwortlich, nicht der Prediger, dass du das Wort Gottes kennst und dass das Wort Gottes lebendig wird in dir innen. Darum ist das Lesen vom Wort Gottes unglaublich wichtig. Und zwar nicht nur irgendeine so eine Stelle, wo einem immer gern hat. Nicht nur thematisch sortiert. Darum sind auch die Stammbäume wichtig. Das mag langweilig sein. Jedes Mal, wenn ich da hinkomme, denke ich, das ist doch mühsam. Aber es wird auch spannend. In diesen Stammbäumen erfahren wir so Kleinigkeiten wie, wo vom Peleg geredet wird, wo sich die Erde geteilt hat. Ja, die Erde war mal eins gewesen. So Sachen. Und darum Bibel lesen, da ein ganz kleiner Tipp. Leset die Bibel einfach einmal wie einen Roman. Probiert nicht jedes Wort zu verstehen, sondern leset sie einfach mal durch. Leset sie einfach mal durch. In der Bibelschule, wo ich war, ich bin im 2. Jahr dort eingestiegen, wenn ich von der Fackelträger hergekommen bin, hat es geheißen, bevor du ins letzte Jahr kommst, im Seniorjahr, wie die Amerikaner das nennen, musst du die Bibel komplett durchgelesen haben, sonst kannst du dich nicht registrieren für das 4. Jahr. Als Schweizer denkst du, ja, die Regeln, oder? Es gibt ja schon einen Weg drum. So habe ich zwar nicht gedacht, aber tatsächlich war es, als ich im 4. Jahr angekommen bin, ich tatsächlich die Bibel nicht fertig gelesen. Ich bin in Matthäus drin. Und da habe ich probiert, eben typisch Schweizer, mich irgendwie rauszuschnorren und zu sagen, ja, es geht doch schon irgendwie. Nichts war es. Ja, du hast es gewusst. Du hast ja noch 2 Tage Zeit. Ich, was 2 Tage Zeit? Weißt du, wo ich bin? Ja, das ist schon gut. Bibel lesen in einem Nachrichtensprechertempo braucht etwa 70 Stunden. 2 Tage sind 48 Stunden und du hast weit über die Hälfte schon geschafft. Du hast nur ein Drittel. Ergo, das schaffst du, wenn du willst. Und ich spinn's eigentlich. Aber natürlich keine andere Wahl gehabt. Ich habe das dann gemacht und bin auch durchgekommen. Aber wisst ihr, was das Erstaunliche dabei war? Mir ist unglaublich viel hängen geblieben. Von dieser Zeit, wo ich so der Bibel durchgerast bin. Was sehr oft ganz wichtig ist im Wort Gottes, sind die Zusammenhänge. Und nicht Einzelheiten. Wir machen etwa aus den Mücken einen Elefant, oder? Aber wichtig ist, das gesamte Bild zu sehen, der Heilsplan Gottes. Kommen wir zurück zu dieser Grafik vom Mensch. Der Mensch ist geschaffen worden in einer absoluten Einheit zwischen Gott und Mensch. Da hat es nichts gegeben, was gestört hat. Bis der Mensch der Versuchung nachgegeben hat. Was ist da passiert, wo die liebe Eva den Äpfel genommen hat und den Mann, den Löli, der auch noch entgegengenommen hat und auch noch drin gebissen hat? Was ist da wirklich passiert? Das da ist passiert. Auf einmal ist der Heilige Geist nicht mehr das Zentrum des Menschen, sondern nur noch der menschliche Geist. Und so ist die Wahrheit, das Licht von der Wahrheit, rausgegangen und es ist dunkel geworden im Mensch. Die Bibel redet in mehreren Stellen davon, dass es in unserem Herz dunkel ist. Und genau deswegen ist es dunkel geworden. Die Führung, die der Mensch hatte, die Orientierung, die ist völlig verloren gegangen. Und damit hat das Elend angefangen. Und damit hat das Zeitalter der Sünde angefangen. Unter dieser Krankheit, unter dieser Seuche leiden wir bis heute auch wir Christen. Gott hat die Sünde nicht weggenommen. Sie steht noch. Sie ist noch aktiv. Aber er hat uns erlöst aus dem Schlamassel raus. Und das ist der Konflikt, wo viele nicht klarkommen. Viele meinen, wenn sie Christ werden, und ich hoffe, dass es nicht eure Motivation war, zum Christ zu werden, ja, dann sünde ich nicht mehr. Quatsch. Es geht um Erlösung. Es geht nicht darum, dass ich mich richtig verhalte. Das richtige Verhalten soll ein Nebenprodukt sein von dieser Führung vom Heiligen Geist. Aber nie etwas Zwanghaftes. Wenn du jemanden probierst, zwanghaft, dass er sich so und so soll verhalten, das kommt meistens nicht gut aus. Also, Versuchung, Anklage und Täuschung, das sind die Waffen vom Teufel seit Anfang an.
Wir wollen anschauen, was ist denn wirklich passiert hier am Kreuz. Und gell, wir haben einen riesen Vorteil. Wir können zurückschauen auf etwas, was passiert ist. Die Leute im Alten Testament, die müssen voraus hoffen auf das, was mal wird passieren. Also wir leben heute in einem anderen Zeitpunkt in der Geschichte, in der Heilsgeschichte, wie die aus der alten Zeit. Wir schauen zurück und darum können wir sagen, was ist bereits geschehen. Tatsache ist, dass wir ein neues Herz bekommen haben und einen neuen Geist. Der Geist, der tot geworden ist, der ist wieder lebendig geworden in uns innen. Aber jetzt, wie ist das, wenn etwas tot war und wieder lebendig wird? Ich habe nicht gerade so einen grünen Daumen wie meine Frau Sabine. Erst, wann war das? Letzte Woche oder was? Habe ich eine Pflanze völlig übersehen. Und dann hat sie die Pflanze vorgebracht, alles so Lampen lassen, oder? Wie kannst du auch nur? Und sofort hat sie dieser Pflanze Wasser gegeben. Ist verrückt, oder? Was ist das gegangen? Ein Tag. Die Blätter sind wieder gestanden und es war wieder cool und schön. Aber Tatsache ist, was ich damit sagen will, ist, da ist etwas passiert. Wir kennen Gott nicht mehr. Nicht einer von uns, wenn er auf die Welt kommt, kennt Gott. Nicht einer von uns, wenn er zum Glauben kommt, hat Gott begriffen. Das Einzige, was er begriffen hat, dass er ihn braucht. Aber Leben mit Gott, vor dir steht da, wo du wieder Ja sagst zu Gott. Und dann ist ganz klar, es gibt einiges, was wir neu lernen müssen. Wir haben ein neues Herz. Das alte Herz, das ausgerichtet war nach dem, was ich immer wollte, kannst du vergessen. Das funktioniert nicht im neuen Leben. Und darum hat es ein neues Herz gebraucht. Das heisst aber auch, dass es einen neuen Geist gibt. Und der Geist, wenn der Geist das Zentrum ist vom Mensch, wo der Körper soll bestimmen, dann heisst das auch, dass wir neu lernen und uns neu ausrichten müssen. Und das ist genau der Punkt, wo dann ins Spiel kommt, dass wir das Wort Gottes in uns aufnehmen. Wie Nahrung. Und das hat eben mit einer Entscheidung zu tun. Das passiert nicht automatisch. Oder liest du automatisch die Bibel, wenn du aufstehst am Morgen? Ich muss mich dazu entscheiden. Es ist manchmal ein Krux, oder? Es gibt ja, weiss der Gucker, wie viele gute Pläne, die einem in einem Jahr durch die Bibel bringen. Und ich kann euch das nur empfehlen, macht das zum Sport. Einmal im Jahr durch die Bibel lesen. Wie viele Stunden hat das Jahr? Weiss das jemand gerade? Hä? Also ein Tag hat 24 Stunden. 2200, genau, irgendwie so etwas. Dort ist die Zahl. Hä? Und was habe ich vorhin gesagt? Es braucht 70 Stunden. Also könnte man die Bibel mehr wie einmal im Jahr lesen. Es ist also mehr als möglich. Aber das Verrückte ist, oder? Heute habe ich keine Lust. Heute habe ich keine Zeit. Wie? 8000. Aha. Wir wissen den Fehler, gell? Wir haben es gecheckt. Arbeitsstunden sind 2000 im Jahr. Danke dir. Also, wir haben dann nebst der Arbeit genug Zeit zum Bibel lesen. Danke vielmals. Oh. Wieso nicht? Ja, das ist die Frage, ob wir das Problem hätten oder nicht. He? Aber nebst dem, dass wir ein neues Herz haben und einen neuen Geist, haben wir auch ein neues Leben. In Christus. Wir haben das Leben hier auf der Welt, weil der Körper, den haben wir immer noch. Hat sich der Körper verändert? Kein bisschen. Hat sich die Seele verändert? Die hat sich seit dem Sündenfall verändert, weil der alte Geist, der menschliche Geist, hat dieser Seele ganz anders als der Heilige Geist. Und die Gefühle und die Emotionen, die sind da, nicht da.
Der Körper wird von den Gefühlen und Emotionen betroffen, aber die sind da. Und jetzt merken wir schon, wo es hingehen kann, dass die ganzen Gefühle, die manchmal so zur Realität oder unsere Realität sind, die können manchmal so daneben sein. Und darum kann sich auch die Wahrheit manchmal völlig falsch anfühlen. Aber es ändert nichts an der Tatsache, dass sie wahr ist. Wir haben ein neues Leben. Ja, wie will ich das neue Leben kennenlernen? Auch das ist unsere Verantwortung. Gott hat uns das alles geschenkt. Aber das neue Leben, das musst du und ich. Das passiert nicht automatisch, das muss man wählen. Und darum, nur Christ werden, nur ein Bekenntnis ablegen, that's not it. Wir haben aber auch einen neuen Meister. Wir haben einen, der ganz klar den Anspruch erhebt, ich bin der Chef. Und da tun wir uns ein bisschen schwer, oder? Aber, wie gestern schon gesagt, für die getauft sind, oder Symbolhaftigkeit von der Taufe, liegt ja genau da drin, dass wir das bezeugen tun. Ich, zu meinem alten Wesen, zum Fleisch, wie wir das nennen, da kommen wir noch darauf zurück, bin dem gestorben. Das heisst, der alte Geist, meine Überzeugung, das habe ich abgeleitet. Ich will nicht mehr nach dem leben, das soll nicht meine Richtschnur sein. Jetzt soll Gottes Geist meine Richtschnur sein. Und ich will mich ausrichten nach Gott und nach seinen Geboten. Seine Gebote, auch da geht es nicht darum, dass wir die einhalten. Weil ganz ehrlich, noch kein einziger Mensch hat das geschafft. Was sind denn die 10 Gebote? Durch die 10 Gebote hat sich Gott der Welt offenbart, als der heilige Gott. Damit hat er der Welt gezeigt, wer er ist und wie er operiert und wie er denkt und wie er handelt. Es ist von Gott nie die Meinung gewesen, dass der Mensch die 10 Gebote einhalten kann, dass er sich danach richten soll, um ihn zu verstehen. Darum ist es gegangen. Man kann sagen, das ist etwas wie eine Leitplanke. Ich weiss nicht, wie die Kurve da oben heisst, aber die zum Freundenweg, oder wie heisst sie? Der Hörnliweg. Ja, da gibt es so einen Weg da, das Quartier darauf, oder? In einem Jahr mit meinem alten VW-Bus bin ich da mal oben runtergekommen im Winter. Und die Kurve, ich weiss sie noch gut. Oder was ich noch gut kenne, sind die 3 Leitplanken übereinander. Auf einmal kommen die ziemlich schnell näher und ich kann nichts mehr machen. Und ich kann schon anfangen rechnen. 1000 Franken, 2000 Franken, 3000 Franken. Und im letzten Moment war irgendwie noch ein Schneebahn da und ich habe die Kurve bekommen, ohne dass ich in die Leitplanke nie getatscht bin. Aber die 10 Gebote ist so etwas wie eine Leitplanke. Es ist nicht die Meinung, dass du die musst erfüllen. Du kannst sie nicht. Lass ab davon. Aber eine Leitplanke ist wichtig, damit ich weiss, wo es lang geht. Sonst wäre ich über das Zeug ab. Das ist da, wo Gott will. Er will unser Meister sein. In Liebe. Nicht zwanghaft. Und darum geht es ihm nicht zuerst um die Werke, es geht ihm zuerst um dich, dass er dich hat. Er will dich nicht fangen. Er will dich als Freund. Er will dich als Sohn. Er will dich als Tochter. Er will dich, deine Seele, dein Herz. Wie schon gesagt, unser Körper hat sich nicht verändert. Der ist immer noch der gleiche. Unser Fleisch ist nicht weggenommen worden. Fleisch, wir können das ganz einfach umschreiben als die natürliche Neigung, immer das zu machen, was Gott nicht will. Das ist ganz simpel, aber es trifft zu. Ein Mensch ohne Gott, was macht er? Das, was ihm gefällt. Und der Mensch nimmt auch nicht wirklich Rücksicht auf den anderen, der natürliche Mensch. Er nimmt nur Rücksicht auf die anderen, weil er von Gott gelehrt worden ist, er soll den anderen lieben. Aber wenn der menschliche Geist jetzt bestimmt, oder? Dann ist es eben nicht so klar, dass Gottes Geist immer die Regierung hat. Und dann drückt eben auch mit dem Menschen durch und ja, der andere kann mir jetzt mal gleich sein, jetzt geht es um mich, jetzt muss ich zuerst nach mir schauen.
Das Fleisch ist einem Christen absolut aktiv. Da sind wir nicht überrascht, oder? Weil ihr es ja kennt. Aber wir haben das Geschlägel mit dem Fleisch, oder? Wir wollen es lieber nicht haben und probieren es gerne mal zu vertuschen. Aber eben das Vertuschen, das ist das Problem. Vertuschen geht nicht. Und du kannst so viel beten, wie du willst, Gott nimmt dir das Fleisch auch nicht weg. Er lässt das ganz bewusst. Das ist etwas, wo ich lange nach einer Antwort gesucht habe, biblische Antwort. Wieso hat Gott die Erlösung so gemacht, dass wir immer noch in dieser Welt sein müssen, wo der Teufel regiert? Das ist doch fies. Das ist doch der Spielverderber. Wenn es den Teufel nicht gibt und es Versuchung, Anklage und Täuschung nicht gibt, geht es mir viel besser. Aber dann wäre ich im Himmel. Aber es ist Gottes Plan und es entspricht Gottes Idee, dass wir Menschen hier auf der Welt sind. In der Welt, aber nicht von der Welt. In der Welt, aber nicht von der Welt. Das hat mit Stellung zu tun. Und das hat wieder mit dem Teil zu tun da. Mit dem Geist. Nicht mit dem Gefühl, das hat mit dem Geist zu tun. Gefühlt kannst du sagen, ja, damit kann ich nichts anfangen. Aber mit Gott auch nichts. Das ist ein typischer menschlicher Status. Und die Sünde ist nicht tot. Sie existiert eben leider immer noch. Viele glauben ja, dass der Mensch schlecht ist. Ich finde es eine schwierige Frage. Schlecht ist der Teufel. Das Bild oder das Gottesbild oder das Bild von der Welt, das menschliche oder das biblische Weltbild, ist ganz klar zweiteilig. Gut und böse. Und schaut, da haben wir das Problem in unserer Gesellschaft, mit unserer postmodernen Gesellschaft. Die denkt nicht mehr so in gut und böse, sondern muss immer alles relationieren. Wir werden dazu erzogen, alles in Betracht zu ziehen und immer alles in Frage zu stellen. Der Mensch muss entscheiden, was der gut ist und was nicht gut ist. Und das ist das Problem. Das ist das Problem, weil im Glauben geht das nicht. Im Glauben gibt es wirklich Gut und Böse. Und was Gott verurteilt hat, haben wir kein Recht, gut zu heißen. An der Sünde gibt es nichts, aber auch gar nichts, was gut wäre. Nichts. Sünde ist Sünde. Und darum kann man sie nur ablecken. Kannst nicht mehr machen. Wir können sie nicht besiegen. Wir können sie nicht überlisten. Und wir können ihr nicht widerstehen. Hoffnungslos? Nein. Erlösung. Die Erlösung ist grösser als das. Und darum ist es notwendig für Gott, aus dem ganzen Schlamassel rauszuholen. Und das ist nur gegangen durch das, was er tut und nicht das, was wir machen. Wie lösen wir aber die Diskrepanz? Diskrepanz ist ein schwieriges Wort, oder? Was ist eine Diskrepanz? Das ist eine Abweichung, das ist ein Missverhältnis, das ist ein Widerspruch oder gar ein Zwiespalt. Altes Leben, neues Leben. Wie gehe ich da damit um? Wie gehe ich da damit um aha, Moment mal, es ist ja gar nicht der Körper, was das Problem ist. Also der Körper kann mal nichts dafür, also muss ich eigentlich, was muss ich eigentlich? Fleisch und Geist, aha, Moment mal, was ist jetzt Fleisch? Ich will da machen, wo Gott nicht will. Das ist der menschliche Geist. Und Gottes Geist, der will da machen, wo Gott will. Und jetzt habe ich einen Kampf in mir drin. Als Christ hast du viel einen grösseren Kampf als Nicht-Christ. Jetzt auf einmal weißt du, was richtig ist und umso mehr hast du Stress damit, wenn du das Falsche machst. Aber wenn dein Christsein nur darin besteht, immer das Gute zu machen
und du versagst die ganze Zeit, das ist unglaublich auferbauend. Ja, man merkt, dass das Ironie ist, oder? Mit anderen Worten, das ist nicht das, was Gott will. Gott ist radikal. Und Gott sagt ja nur eins, es gibt nur den Tod. Nur über den Tod kommst du ins neue Leben. Nur wenn du den menschlichen Geist als tot erklärst und Gottes Geist zum Zentrum von deinem Leben machst, kommt neues Leben in dich hinein. Aber das alte Leben hast du immer noch. Der Paulus redet hier davon, oder? Dass er ja tut, was er nicht will. Das ist auch so ein Zwiespalt, den er hatte. Und dann haben wir noch den Zwiespalt zwischen Gesetz und Gnade. Wir sagen ja immer, ja, das kann nicht sein, dass du in den letzten Minuten noch zu Gott kommst und alles soll gut sein. Wo ist denn da die Strafe? Weil, ist ja blöd, wenn man schon früh sein Leben Gott gibt und sich nach Gott ausrichtet, wenn man den ganzen Spass könnte haben bis am Schluss und Leben am letzten Moment noch geschwind zu Christus kommt, oder? Das ist doch verrückt. Wisst ihr, was verrückt ist? So ein Denken. Wenn so ein Denken sagt, ja deutlich bei Christus sein, das ist langweilig. Das ist das, was ich gar nicht will. Und da merken wir schon, wie verdreht wir eigentlich sind. Ein Satz, den ich in dem Buch, das ich gestern erwähnt habe, Neues Leben, neue Identität drin, also ganz ein kleiner Satz, haben wollen, was man hat. Wir haben viele Sachen. Und je mehr man hat, umso mehr Sorgen hat man, oder? Eine Karre, die nicht läuft, ein Haus, das kaputt ist. Was auch immer. Aber da, wo du hast, ist das etwas, was du willst? Ich weiss, der VW-Bus, der T4, das war ein riesen Murks für uns, den zu anschaffen, weil er uns fast alles gekostet hat, unsere flüssigen Mittel, die wir hatten. Aber mit 4 Kindern war das einfach ein geniales Auto gewesen. Und mit der Arbeit, mit dem Material und Bücher hin und her schieben in all diesen Konferenzen, das war genial gewesen. Das Auto habe ich geliebt bis am Ende. Ich habe nie ein Verlangen nach etwas anderem. Und der Karre war fast alt. Mit 15'000 Kilometern haben wir ihn gekauft. Mit 423'000 Kilometern haben wir ihn dann noch verkauft. Der Karren ist uns ans Herz gewachsen. Ich habe nie ein Bedürfnis gesehen nach etwas anderem, obwohl du hast draufdrücken wie verrückt, es ist einfach nur Rauchkind rausgekommen, aber fürst dich gekommen, bist eben noch gemütlich. Hat seine Vorteile. Haben wollen, was man hat. Meine Frage ist jetzt, hast du im Glauben da, wo du willst? Ich finde, das ist eine ganz wichtige Frage. Denn wenn du im Glauben nicht das hast, was du willst, wirst du nie zufrieden werden. Weil du wirst dich nie dazu durchringen, dass du das da wirklich willst. Es ist simpel, aber genauso fatal. Denn es gibt nur eine Sache, wie wir das Problem, den Zwiespalt, die Diskrepanz lösen können. Der Stahlvogel da, oder? Ich habe jetzt als Schweizer natürlich einen Swiss-Flüger genommen, obwohl es ein Amerikaner ist. Aber er hat immer in die richtigen Farben. Der ist bleischwer. Eigentlich kann der gar nicht fliegen. Aber wieso fliegt das Ding denn doch noch? Triebwerk. Gesetzmäßigkeit vom Schub oder von der Aerodynamik, wo seine natürliche Gesetzmäßigkeit von der Schwerkraft überwinden tut. Darum fliegt das Ding. Wie kommt der Christ zum Fliegen? Mit einer Macht, die viel stärker ist. Das ist die Lösung und das neue Leben. Nur so geht's. Nur so geht's. Und darum spielt es absolut keine Rolle, wie du bist, wer du bist und wie schräg das du bist. Das Einzige, was einen Unterschied macht, ist, wenn du in deinem Leben
Ja sagst zu Christus und ihn anfängst zu suchen, trachtet zuerst nach Gottes Reich. So wird euch all das gegeben, was ihr nötig habt. Wenn eine Veränderung stattfindet, wo soll stabil sein, wo soll eine Veränderung sein, nicht nur eine Konditionierung, dann ist das nur möglich durch Gottes Geist. Auch wenn du nicht mehr gemäss deinem Fleisch denken und reagieren musst, du musst nicht mehr, jetzt hast du die Wahl. Wenn du Christ bist, hast du immer eine Wahl. Kannst es aber weiterhin tun. Du kannst als Christ die falschen Entscheidungen treffen. Du kannst als Christ ungehorsam sein. Auch wenn die Sünde keine Macht mehr über dich hat, kann sie dich weiterhin bestimmen. Aber wenn die Sünde dich immer noch bestimmt als Christ, dann ist in dieser Beziehung zu Gott etwas nicht gut. Bestimmen. Es geht nur um Bestimmung. Es geht nicht darum, gibt sie sie, tue ich sündig oder nicht sündig. Es geht nur darum, bestimmt sie mich. Und wie weiss man, dass die Sünde ein Christ bestimmt? Das ist ein Christ, der keinen Buß tut. Das ist ein Christ, der stolz ist, um sich vor Gott klein zu machen. Das ist ein Mensch, der stolz ist und sagt, ich bin fehlerhaft. Ich kann es nicht. Und darum sagt die Bibel auch, dass sich Gott den Stolzen widerstrebt. Und da redet er nicht über die Ungläubigen. Da redet er sowohl auch über Christen. Wie stolz können beide sein. Und noch eines. Wir sind kein Deut besser als die anderen. Aber wir haben es besser, wenn wir uns Gottes Leben, sein neues Leben, seine neue Schöpfung in uns Raum geben, dann wird etwas anders. In mir hat sich einiges verändert. Ich habe euch gestern erzählt von diesen 6 Heftchen und diesen Sachen, oder? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass es ein Leben gibt ohne das. Aber Gott hat das ganze Verlangen danach sukzessive weggenommen. Sexualität ist offensichtlich immer noch ein Problem unter uns Christen, oder? Aber anstatt, dass wir darüber reden und austauschen miteinander, über unsere Schwäche, wir es totschweigen. Und das geht uns ja saumässig gut damit, oder? Darum sind ja die Scheidungsraten unter den Christen fast gleich hoch wie die von der Welt. Weil wir nicht darüber reden, weil wir nicht über unsere Niederlagen reden. Wir teilen einander das nicht mit. Das Prinzip oder das geistliche Prinzip von dem Prinzip hier ist Licht in Dunkelheit. Und immer wenn Licht in die Dunkelheit kommt, sieht man auf einmal alles, wenn ich den Schalter anmache. Und das ist eben peinlich. Ja, wenn jetzt der Meier wüsste, was ich jetzt sogar wieder geleistet habe. Der FIC-Leiter, das ist ein Mann, der ist ein paar Jahre älter wie ich. Einige Jahre älter wie ich. Ja, das stimmt nicht. Was sind das? 3, 4 Jahre älter. Ja. Ja, das ist mehr als ein Paar. Er ist Pastor. Er hat auch das Missionswerk geleitet. Jetzt hat er das abgegeben vor einem Jahr. Aber er hat durch FIC eine Freiheit bekommen und er gesagt hat, das habe er vorher so nicht gekannt. Und auf einem Weg zu einem Gottesdienst, wo er sich darauf gefreut hat, den zu halten, kommt das Glaubensgeschwister zu mir und sagt, hast du meine CD gehört, die ich dir gegeben habe? Und er hat ja gesagt. Das war vor der Predigt, oder? Und dann hat er das einfach richtig bedrückt und gesagt, Scheiße, ich habe die ja nicht gehört. Wieso habe ich jetzt ja gesagt? Ja, was mache ich jetzt da damit? Es gibt eigentlich nur eins. Licht ist dunkel bekennen. Ja,
Kann ich nicht machen. Mal, das kannst du machen. Das ist deine Entscheidung, wie du damit umgehst. Und als er auf die Kanzel ist, hat er gesagt, jetzt muss ich euch zuerst bekennen, dass ich gelogen habe. Gerade vor 10 Minuten. Und er hat vor allem die Geschichte erzählt. Er zumindest war frei gewesen und hat richtig predigen können. Und nachher sind viele von uns gesagt, das habe ich jetzt noch nie erlebt, dass sich ein Prediger so entblößt hat. Wisst ihr, was da passiert ist? Das genau Gleiche, wie passiert ist, wo meine Sünde, mein Fehlverhalten so öffentlich geworden ist am Tisch, wo die Mutter gesagt hat, ich bin froh, dass das Zeug verbrennt. Auf einmal sind alle Fesseln gebrochen worden. Auf einmal hat es keinen Grund mehr gegeben, sich zu verstecken voreinander, weil wir sind alle gleich. Und auf einmal hat das einen Zusammenschluss gegeben und hat eine Kraft bewirkt. Und das ist genau das, was Gott mit dir will. Er will eins sein mit dir, damit seine Kraft in dir mächtig sein kann. Jetzt müsst ihr halt mit dem Typ hier Vorlieb nehmen. Jetzt geht es nämlich um den natürlichen Mensch. Der natürliche Mensch ist der Mensch, der ohne Gott lebt. Die Bibel nennt das den natürlichen Mensch im 1. Korinther 2,14 und Epheser 2,1-3. Der ist physisch lebendig, das heisst, das lebt alles, aber geistlich ist er tot. Der wird nicht von Gott bestimmt. Eine andere Eigenschaft, weil er geistlich tot ist er getrennt von Gott. Das ist ja das, was die Sünde gemacht hat, oder? Die Trennung von Gott. Das ist ja das, was der Teufel eben nicht gelogen hat. Gott hat ja gesagt, wenn du vom Baum von der Erkenntnis zwischen Gut und Böse isst, wirst du sterben. Der Teufel hat gesagt, nein, das wird nicht passieren. Und der Teufel hat halb recht oder halb falsch gehabt. Der Mensch hat ja weitergelebt, physisch, aber geistlich ist er gestorben. Lebt unabhängig von Gott, ist ja logisch, muss ja fast, wenn er getrennt ist von Gott, hat keine andere Wahl. Lebt im Fleisch, in seinen Taten, in seinen Entscheidungen, die werden nur von ihm selber dirigiert. Es gibt nichts Höheres als der Mensch. Er tut und handelt, was für ihn richtig ist. Das ist der natürliche Mensch. Hast du den? Unbedingt. Weil keiner von uns ist als Christ auf die Welt gekommen. Und das Verrückte ist, wenn du jetzt anfängst zu leben, ist der natürliche Mensch immer noch aktiv. Den hast du immer noch. Das ist ja die Spannung, das ist die Diskrepanz, die du erlebst. Hat keine geistliche Basis, um mit seinen Problemen fertig zu werden. Ich glaube, das ist der entscheidendste Punkt von allem. Und jetzt, wenn wir den geistlichen Menschen anschauen, ist das natürlich anders. Und dann kommen wir eben zum fleischlichen Christ. Die Bibel redet von einem fleischlichen Christ. Und wir werden sehen, was da die Verbindungen sind. Der geistliche Mensch, was hat sich jetzt am Bild verändert? Ein Buch, das soll die Bibel sein, die im Herzen lebt gegenüber dem Menschen, oder? Der natürliche Mensch, der keinen Bezug hat zu Gott, der keinen göttlichen Geist hat, der ihn bestimmt, habe ich das probiert, so darzustellen jetzt. Jetzt bin ich ganz zurück, ja. Mit dem Wort Gottes. Ich habe jetzt bewusst nicht das Kreuz gewählt. Weil das Kreuz ist ein Symbol vom Tod. Das ist passiert. Aber jetzt ist mehr als das Kreuz. Jetzt ist das Leben von Gott. Das lebendige Wort Gottes. Sein Geist ist nun, also ein geistlicher Mensch, sein Geist ist nun mit Gottes Geist wieder vereint. Das heisst, das Zentrum, das Wesen des Menschen ist wieder gefüllt mit Gottes Ordnung, mit Gottes Licht, mit Gottes Leben. Er hat Vergebung empfangen. Er konnte abschliessen mit der Tatsache, dass er eben ein Versager ist. Abschliessen damit, dass es mehr gibt als nur ihn selber. Er ist in Gottes Familie aufgenommen worden. Wir haben gestern gehört, er ist Erbe geworden. Nicht nur das Kind, sogar Erbe ist er geworden. Er hat seinen Wert in Christus erkannt. Auf einmal ist er eben nicht ein Sünder. Auf einmal ist er ein Heiliger, ein Herausgerufenen von der natürlichen Familie in Gottes Familie. Zu jemandem, der Wert hat, weil er geliebt wird, und zwar bedingungslos von Gott.
Er ist erneuert durch den Glauben an Jesus Christus. Der Glaube macht ihn lebendig. Der Glaube gibt ihm Leben. Sein Geist ist noch mit Gottes Geist vereint. Jetzt haben wir noch mal das Gleiche. Irgendwie hat das nicht geklappt. Also, jetzt gibt es eben noch den fleischlichen Mensch. Wir könnten jetzt auch sagen, der fleischliche Christ. Das ist ein Mensch, der Gottes Wort in sich hat, aber es ist nicht mehr so eindeutig und klar, oder? Auf einmal ist das nur noch ganz schwach da, das lebendige Wort Gottes. Es ist nicht mehr ein dominierender Faktor im Herz von dem Menschen. Und jetzt gibt es ein Gemisch. Sein Geist wird vom falschen Gedanken dominiert, weil er nicht mehr den göttlichen Impuls hat. Drängt jetzt der menschliche Impuls, der menschliche Geist wieder so stark durch und oft dominiert er mehr als Gottes Wort. Seine Emotionen sind vorwiegend negativ geprägt. Es ist interessant, wenn ihr die Bibel lesen, im Alten Testament, beim Sündenfall. Erst nach dem Sündenfall wird hier davon geredet, dass der Mensch erkennt, dass er nackt ist. Jetzt ist nackt auf einmal das Problem. Vorher war er kein. Auf einmal hat er Angst gehabt. Vorher lesen er nichts von Angst. Auf einmal war Hass da gewesen. Auf einmal sind alle negativen Gefühle, auf einmal sind die da gewesen. Das hat immer damit zu tun, dass Gottes Geist aus dem Menschen weggeht. Emotionen, das ist unglaublich, wie die darauf reagieren, wessen Geist im Menschen innen reagiert. Das ist verrückt. Du kannst mit einer schwierigen Situation völlig am Boden sein und kannst völlig in ein Elend versaufen. Oder du kannst mit schwierigen Situationen getragen durch Gott durchgehen. Ich sage nicht, dass es einfach ist. Aber mit Gott hast du nie keine Hoffnung. Mit Gott ist immer Hoffnung da. Ob das jetzt im irdischen Leben ist oder die Ewigkeit, Hoffnung ist da. Aber wir werden es auch sehen, es geht auch darum, dass man auch akzeptiert, dass Gott mit uns ganz unterschiedliche Wege hat. Und das ist manchmal schwierig. Du siehst den Nachbar, deinen Bruder, deine Schwester, siehst du blühen wie verrückt. Und bei dir scheint alles nur nach abzugehen, weltlich gesprochen. Und doch sind beide unendlich geliebt von Gott. Das bringen wir nicht unter einen Hut. Da gibt es auch keine Erklärung dafür. Das ist schwer. Aber jetzt kommt ja genau der Punkt. Wer bestimmt jetzt, ob das gut oder schlecht ist? Gottes Wort sagt ganz klar, beide sind Geliebte von Gott. Beide sind wertvoll und bedeutungsvoll. Beide stehen im Auftrag von Gott. Die einen so, die anderen so. Wenn du dich dagegen auflehnst jetzt, was sehr verständlich ist, dann ist es aber doch der menschliche Geist, der sagt, nein, das akzeptiere ich nicht. Aber ein Christ, ein Mensch, wo Gottes Geist reagieren sagt, okay, ich verstehe ein Blassen vom Ganzen. Aber du weißt, was du tust, die Überzeugung habe ich. Und darum vertraue ich dir und nehme an, was du mir zuteilt hast. Und dann findest du so verrückte Menschen in der grössten Not und im grössten Elend haben die eine Hoffnung, die unglaublich ansteckend ist. Jetzt kommt eben der Punkt. Wenn du ein Kind Gottes bist und du hast einen neuen Meister, dann hat Gott eben einen Plan. Und sein Plan ist, nicht die Erde zu erneuern, Entschuldigung. Sein Plan ist, dass möglichst alle in den Himmel kommen. Eine neue Erde. Sein Evangelisationsplan sieht ein bisschen anders aus als unser, oder? Wir machen grosse Veranstaltungen, nicht, dass die schlecht sind. Aber seine Evangelisation ist immer persönlich. So wie seine Beziehung zu uns ist, so soll unsere Beziehung zu all unseren Mitmenschen eben sein. Tief, persönlich, authentisch. Und darum glaube ich,
dass Gott uns eben mit Haut und Haaren braucht. Und zudem haben wir ihnen einen Blankoscheck gegeben und gesagt, wir gehören jetzt dir, du darfst mit uns machen, was du willst. Aber, nein, das ist wirklich schwierig. Einem fleischlichen Mensch, sein Körper zeigt Anzeichen von emotionalem Stress. Er kommt mit den Emotionen nicht mehr klar, weil er ein Durcheinander bekommt. Er hat zwei Herren in sich drin und man kann nicht zwei Herren dienen. Entweder regiert der eine oder der andere, aber nicht beide gleichzeitig. Das geht nicht. Er hat oft Gefühl von der Minderwertigkeit, Unsicherheit und so weiter und so fort. Ja, das gehört noch dazu. Unzulänglichkeit, Schuld, Sorgen und Zweifel. Das ist der fleischliche Mensch. Er steckt in bestimmten Sünden fest. Auch das ist ein fleischlicher Christ. Aber immer noch Christ. Wir sind ja gleich mal dabei zu urteilen, oder? Wenn wir jemanden haben, wo jetzt nicht gerade das Leben von einem Christ widerspiegelt, sagen, das ist kein Christ. Ich musste lernen, das ist ein Wahnsinnsfehler. Und da tun wir vielen Unrecht. Wie oft bist du selber schon und ich selber schon in einer Krise gewesen, und wenn ich dann jemanden beurteilt hätte, hätte er auch gesagt, das ist kein Christ. Aber ich war einfach in einer Krise gewesen. Und es gibt viele Menschen, die in einer Krise sind, aber das Problem ist, dass in dieser Krisenzeit eben oft nicht genügend sind, die ein anderes Beispiel wären als eine Hoffnungslosigkeit. Und darum ist es so wichtig, dass wir als Christen verstehen, wir haben einen anderen Meister. Einen anderen Meister, der einen anderen Plan hat für mein Leben, wo es nicht um Geld geht, wo es nicht um Häuser geht, wo es nicht um Arbeit geht, sondern da geht es um Gott und Gott allein. Und wie das aussieht, was Gott mit dir vorhat, das ist nicht an mir, das liegt an Gott. Grundsätzlich kannst du alles machen. Ich habe gestern gesagt, die Hauptsache, du tust es zur Ehre von Gott. Und darum passt das auch wieder zusammen. Gott hat dich ja geschaffen mit deinen Neigungen, mit deinen Vorlieben, all die Sachen. Ich bin jetzt ein Technikfreak, ich habe das schon immer gerne gehabt. Ist das jetzt einfach schlecht? Nein, das ist nicht schlecht. Aber wem diene ich da damit? Gott? Dann ist alles gut. Was du tust, ist absolut gleich. Ob du Pfarrer bist oder Schreiner, ob du Krankenschwester bist oder Hausfrau, das spielt alles keine Rolle. Erfüllung hast du nur da drinnen, wenn du mit dem, was Gott dir gegeben hat, ihm anfängst zu dienen. Aber auch hier wieder, die Welt, die hat ein anderes Wertesystem, oder? Und auch da ist es wieder schwierig, in unserem Geist sich zu entscheiden, wem gehöre ich eigentlich? Und was für das Leben will ich leben? Will ich in der Welt hören oder will ich Gott hören? Aber du kannst nicht beiden gleichzeitig hören, sonst kommst du in das Fahrwasser von einem fleischlichen Christ. Schau dir mal die Kreuzung an hier. Das ist ein Rechtswirrwarr, oder? Das geht doch hinten und vorne nicht auf. Sachen sind falsch angeordnet und Aber für mich ist das so ein richtiges Chaosbild von einem Christ, der den Weg oder seine Bestimmung verloren hat. Das ist nicht zum Urteilen. Im Gegenteil. Weil wir, glaube ich, alle das schon irgendwann schon mal ein bisschen erlebt haben, sollten wir aus diesen Gefühlen, die wir hier hatten, viel mehr das Verständnis entwickeln für all die Leute, die da drinnen sind. Etwas, was ich mit Freedom in Christ, mit dieser Arbeit wirklich gelernt habe, ist, die Leute nicht zu verurteilen. Der Ansatz von FIC, Freedom in Christ, ist wirklich der, wenn jemand sagt, er sei Christ, dann baust du auf dem oben auf. Dann fährst du nicht an verurteilen, du sollst jetzt aber, sondern du fährst an Verständnis aufbauen, wer er oder sie in Christus ist, weil das ist der Schlüssel zur Ordnung. Und nicht, jetzt sollst du doch, wie blöd kannst du sein, das Gleis muss doch da durch, das geht doch gar nicht. Und Barrieren ist auch falsch. Und nein, wir tun nicht nörgeln.
Wir nehmen, was da ist, und aufbauen im Glauben, weil der Glaube letztlich Struktur bringt ins Leben. Nicht ich, sondern Gott selber kann das. Aber so Barrieren sind eben Täuschung. Das ist ja genau im Teufel sein Ding. Unwissenheit, das ist auch im Teufel sein Ding. Dich ja davon abhalten, nur das Wort Gottes nicht besser kennenzulernen. Und da gibt es halt nichts anderes als zu lesen. Digital ist auch in Ordnung. Es muss nicht ein geschriebenes Buch sein. Du kannst es und darfst es digital lesen. Vor allem, wenn du älter bist, ist das da viel besser. Weil da siehst du alles deutlich und scharf. Und da musst du manchmal... Genau. Aber auch ungelöste persönliche und geistliche Konflikte ist ein riesen oder ist eine grosse Barriere. Und darum, wenn wir dann zum nächsten Thema gehen, heute Abend, ist es eben ganz wichtig, dass wir auch in diesen Konflikten, wo wir sind, anfangen aufräumen. Sachen, die schon längst hätten bereinigt werden und eben nie bereinigt worden sind, das ist immer wieder wie eine kleine Türspalt, die offen ist, wo der Teufel seinen Fuß einfach drinnen hat. Und wenn du mal so richtig Gas geben willst, auf eine Stunde sagt, ja, schau mal da. Aber das ist dann noch nie in Ordnung. Und immer wenn er dich fertig machen kann, mit einer Wart, hast du Kraft verloren. Weil der Teufel mächtig ist? Nein. Weil du die Macht, die dir gegeben hast, über die Sünde zu regieren, nicht in Anspruch genommen hast. Das Leben als Christ, wenn ich das so zusammenfasse, ist einfach. Die Schwierigkeit ist, ehrlich zu sein mit mir selber. Und zwar bodenlos. Wenn es dir gleich ist, was andere über dich denken, wenn es dir gleich ist, dass du der grösste Löli bist von allen, wenn es dir gleich ist, dass sie über dich lachen, ist das alles nicht schlimm. Aber wenn du Freude hast an Gott und du weißt, du bist mit Gott im Reinen, dann hast du Kraft, um all diesen Spott zu ertragen. Aber wenn du ein bisschen von ihm willst und ein bisschen von der Welt, kommst du in ein Chaos ziehen, das dich wird kaputt machen am Schluss. Und du wirst am Frommen zugrunde gehen. Du kannst nicht zwei Herren dienen. Und ich hoffe einfach, dass du die Entscheidung eindeutig und klar kannst treffen. Wandeln im Geist ist nicht einfach ein gutes Gefühl haben. Es ist nicht einfach ein Freibrief, in dem alles erlaubt ist. Das ist es nicht. Es ist aber eine Gesetzlichkeit, wie Sklaven eine Liste von Gesetzen müssen abarbeiten. Wandeln im Geist ist echte Freiheit. Du darfst tun und machen, was du willst. Ja, aber das gibt es nicht. Wenn du Gott zur Ehre lebst und aus Freude das tust, Gott zur Ehre, dann gibt es kein Aber. Das heisst nur, go. Die anderen mögen das nicht so sehen. Aber wenn du mit Gott im Reinen bist und du hast damit keinen Stress, dann gang auch für sie. Ist aber auch ein Geführtsein. Du machst eben nicht, was du willst, weil der Heilige Geist in dir drin gibt dir ja Direktiven. Er gibt dir den moralischen Kompass, er gibt dir die Sicherheit, er gibt dir die Freude, er gibt dir die Kraft. In Gottes Tempo in die richtige Richtung vorangehen. Das ist geführt sein durch den Heiligen Geist. Und das letzte Wort, es ist Geist. Und Geist ist manchmal ein bisschen schwierig. Geister gibt es ganze Häufen. Aber der Heilige Geist ist eben der herausgerufene Geist. Ich will zum Schluss vielleicht noch das hier geschwind zeichnen.
Klappt da nicht so ganz, he? Das ist eine schematische Darstellung von dem, was Theologie Dreieinigkeit nennt. He? Alle sind gleichwertig. Aber eins ist klar, der Vater ist der Vater, der Sohn ist der Sohn und der Geist ist eben der Heilige Geist. Das ist der Geist, den wir andocken wollen. Aber du dockst in dem Heiligen Geist nur an, indem du dich dem Vater ausrichten, sprich seinem Stellvertreter, der alles in die Ordnung gebracht hat, im Sohn. Und darum ist der Heilige Geist ein klar definierter Geist und nicht irgendein wirrer Geist, der irgendetwas verlangt. Wenn du einen Geist in dir drin hast, der irgendetwas verlangt, der mit dem nicht übereinstimmt, vergiss es, dann ist es nicht der Heilige Geist. Das Ziel ist nicht selber Gott sein, sondern das Ziel ist, wie wir es gestern gesagt haben, in Christus sein. Das ist in Christus. Gott hat seinen Sohn, weil er genau das gemacht hat, was er wollte, aus freien Stück zur Rechten von Gott gesetzt. Und so ist Christus die Fülle, wenn du so willst, von der Gottheit. Wir sollen da drinnen Platz haben. Und das ist mir noch wichtig, einfach zu sagen, eben, Geist gibt es ganz häufig. Und ich habe schon manches gehört, wo absurd war. Aber dem folgen wir nicht. Wir reden vom Heiligen Geist. Der Geist, der vom Vater her, von Christus bestimmt ist. Und wenn wir das tun, schließen wir mit dem Galater, Kapitel 5. Kann jemand mal links vorlesen? Wenn ihr den Neigungen eurer sündigen Natur folgt, wird euer Leben die entsprechenden Folgen zeigen. Unzucht, unreine Gedanken, Vergnügungssucht, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtiger Ehrgeiz, Spaltungen, selbstgerechte Abgrenzung gegen andere Gruppen, Neid, Trunkenheit, ausschweifenden Lebenswandel und dergleichen mehr. Ich wiederhole, was ich bereits gesagt habe, dass niemand, der ein solches Leben führt, das Reich Gottes erben wird. Danke. Zu wem ist das geschrieben? Zu Ungläubigen? Nein, zu den Gläubigen. Ja? Wir kennen ja die Bibelstelle aus Matthäus, Kapitel 7, oder 21 bis 23. Haben wir nicht in deinem Namen predigt, haben wir nicht in deinem Namen Kranke geheiligt, haben wir nicht in deinem Namen Wunder vollbracht. Und Gott sagt, hinweg von mir, ihr Übeltäter. Ich habe euch noch nie gekannt. Darum, es ist nicht Spaß mit dieser ganzen Sache. Es gibt nur Ja oder Nein. Und wenn das da ein Teil von uns ist, dann ist nicht das Evangelium schwach, aber mehr. Dann müssen wir nicht das Evangelium korrigieren, dann müssen wir nicht die Lehre anpassen, dann müssen wir unser Leben anpassen. Wir müssen eigentlich da einen Herrschaftswechsel vornehmen. Wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, beherrschen, wenn wir da drinnen sind, dann herrscht er. Wie der ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Ist da nichts von Werk. Nichts von Werk. Es geht alles um deine Identität, wer du in Christus bist. So zentral ist das. Nichts davon steht im Widerspruch zum Gesetz. Diejenigen, die zu Christus Jesus gehören, haben die Leidenschaften und Begierden ihrer sündigen Natur an sein Kreuz geschlagen. Was heißt das? Okay, wenn ich angeklagt werde, wenn ich versucht werde und ich erkenne es, sofort Gott abgeben. Das Problem dabei ist, dass man nicht sofort an mir reagiert, sondern zuwartet.
Und dann ist es eben so, wie wenn, den Niesen kennen wir alle, oder? Das ist halt jetzt kein Adelbodner Berg. Aber der Niesen ist so ein schöner Kegel. Wenn man dort oben einen kleinen Schneeball macht und es hat Schnee und der lässt runtergehen, was passiert mit dem Schneeball? Der wird grösser und grösser. So ist das mit der Versuchung. Die fängt klein an. Aber wenn du den Schneeball runterlässt, wenn du die Sünde zulässt oder die Versuchung zulässt, wenn du immer über die andere Frau nachdenkst und nicht irgendwann einmal einen Riegel schiebst, dann ist es wie wenn der Roger da unten am Niesen, am Fuß steht, oder? Und zu dem kleinen Schneeball, der mittlerweile, sage jetzt, grösser ist als so, Stopp sagt. Das ist zum Lachen, oder? Das macht nur noch Flutsch und ich bin unter dem Schnee begraben. Dann hast du keine Macht mehr gegen die Sünde. Und darum, wenn du so viel wie möglich, wie du erkennst, dass es eine Anklage, eine Versuchung ist und du sagst Stopp, dann kannst du eben noch Stopp sagen. Aber das liegt in unserer Verantwortung. Erstens einmal, dass ich in Christus bin und je mehr ich da drinnen bin, umso kleiner erkenne ich eine Versuchung und kann Stopp sagen. Aber je weniger ich da drinnen bin, umso mehr schleift sich das Ganze dahin, bis es so groß wird und ich kann nicht mehr. Also, es ist unsere Entscheidung. Uns ist alles gegeben worden. Alles. Wir haben keine Ausrede. Das ist jetzt so ein Ding, oder? Aber sag du dir das selber? Bei Sachen, wo du merkst, die sind nicht in der Ordnung, das ist nicht Gottes Problem. Das ist in den meisten Fällen unser eigenes Problem. Die Ordnung da drin zu schaffen, ist auch nicht schwierig. Es braucht einfach irgendwann einmal eine Kapitulation. Sagen, okay, ich hätte es wirklich gerne anders. Aber wenn du mir das zumutest, wenn das dein Weg ist mit mir, dann wollte ich auch ein Ja haben dazu. Egal, was es mag sein. Aber sobald du das tust, eins kann ich dir versichern, sobald du mit Gott im Reinen bist, kommt wieder Freude in dein Leben. Egal, was die Umstände sind in deinem Leben. Das kann ich dir versprechen. Denn Gott ist treu. So bete ich zum Schluss. Herr Jesus, ich bin dir so unglaublich dankbar, dass das Leben mit dir nicht unmöglich ist. Ich bin dir von Herzen dankbar, dass du aus der Liebe heraus reagierst und handelst mit mir. Und ja, Herr, manchmal ist es auch schwierig, wenn du Sachen aufgedeckt hast und ich noch nicht parat bin dazu. Aber deine Liebe drängt dich dazu, zu warten, bis ich parat bin. Und so bitte ich für mich und für uns alle da, dass wir gleich mögen erkennen, Herr, was du aufgedeckt hast in meinem Leben, damit noch mehr Licht und noch mehr Leben in meinen Körper kann kommen, in mein Herz kann kommen. Und darum danken wir dir, Vater im Himmel, für deine Reinigung. Wir danken dir für deine Macht, denn die Macht ist das, was wir brauchen, um aus dem Schlamassel rauszukommen. So danke ich dir für alles, was du uns zumutest, denn du hast auch einen Weg daraus raus. Es gibt keine Hoffnungslosigkeit. Du bist der Garant dafür. Und darum, Herr Jesus Christus, loben und preisen ich dich und sage dir von Herzen Danke. Du bist mein Herr und ich freue mich über dich. Amen. Wir treffen uns wann heute Abend? Am 8. Uhr da. Haben einen guten Samstag. Geniessen das schöne Wetter. Heute Mittag soll es irgendwie ein bisschen regnen, habe ich gehört. Das Referat von gestern am Abend